kommen wir dann zu einem anderen Sujet, dafür wird es manner interessant. De Money aus Amerika, die sogenannten Logenaffaire. 9 Jahre hat es gedauert, bis die Logenaffaire im Gericht gelandet ist. Es geht um ein paar Aktien, die verschwunden sind. Geschichte war eine erste Kehr am Oktober 2019 Gericht losgegangen. Dono war ein paar Mal probiert, neu umzukommen. Es ist aber immer nicht etwas dazwischen gekommen. Den 8. Juni 2021 kommt die Affäre nicht für Gericht. Die Affäre geht bis auf das Jahr 1916 zurück. Demos wird die Gesellschaft Sasek den Bau von einem Krematorium finanzieren, eine Begräbnistechnik, die Dono zu Lützeburg verboten wurde, für sie dann zu betreiben. Das war auch der Name von der Firma, bis der Staat Verbrennung gesetzlich erlaubt hat. An den 1990er Jahren wurde dann ein Krematorium gebaut. Eine Generalversammlung am Jahr 1990 wurde den Austausch von Aktien ermöglicht. 747 Aktien konnten aber nicht gehandelt gehen, an ihr Besitzer sind unbekannt. Der Sasek hat dann dezidiert, dass Aktien und eine Fondation genannt Jungstiftung am Liechtenstein zu transferieren. Die 2 Logenassoziationen sollten das Patrimoine erben. Dono hat die Affäre Welt von der Lützeburger Freimaurer ferngerisselt. Ein Pap, der Jean Schleich, ein freiere Freimaurer, als 2 Jungen kreen Fähigkeit, Titeln von der Firma Sasek, eine Immobilienfirma von der Grande Loge am Grand Duché, auch vom Suprême Conseil du Rite écossais ancien et accepté pour le Grand Duché de Luxembourg, Sikol, erschlossen zu haben. Es geht am Ganzen 1200 Aktien, die der Sasek gehören sollen. Nun Parke so de Jean Schleich Aktien an der Liechtenstein brucht und do eine Stiftung für Karitativzwecke gegründet haben. Den Enjeu ist substanziell. An den damit verbundenen Wert liegt am Millionenbereich. Die 2 Assoziationen haben den 17. Februar 2012 einen Plan gegen den Pap und seine 2 Jungen angeregt. Wegen seinem avancierten Alter war der Jean Schleich am Prozess nicht präsent. Dafür sitzen aber die Jungen auf der Oklo-Bank. Sie behaupten, dass die Aktien ihrer Familie gehören, aber sind auch der Meinung, dass das so bleiben soll. Der Verkäufer von der Los, so und sie, wäre von 2011 bis 2016 aktiv gewesen. Dem Schleich seine Jungen wären nicht nur Komplizen, sondern auch Co-Autoren an der Affäre. Die Affäre kommt vor Gericht, für das klar geht, wie ihm eigentlich die Aktien gehören. Und das ist sozusagen der Knackpunkt an der Affäre. Der Jean Schleich und seine Jungen behaupten, sie wären gegen Thema von den Aktien aus der Jungstiftung. Die Aktien geben dem Jean Schleich gehören. Diesen hat Aktien für seinen Pap Cecil und für seinen Großpap Leon geirrt. Einer eminent Bruder von der Grande Loge. Am Mittwoch hat dann der jüngste Bruder dem Gericht und haben von einer Videofortune von der Familie Schleich präsentiert. Logebrüder so de contraire. Nur der Statute wären sie die rechtlich begünstigt. Verteidigt geht Familie Schleich von der Advokatin Veronique Hoffeld. Die Instruktion vom Parquet hat einfach zu lange gedauert, sieht sie. Es gibt keinen Beweis, dass die Aktien der Loge gehören. Es wären noch keine 785, sondern 691 Aktien, die an die Jungstiftung gegangen sind. Es wäre nicht vor, dass die Aktien herrenlos wären, wie die Gegenpartei behauptet. So einfach als es nicht sieht, der Verkäuferin, die Loge könnte nicht beweisen, dass sie Proprietär von den Aktien sind. Dass die Loge dem Jean Schleich die Aktien anvertraut hat? Nein, sagt der Verkäuferin. Da gibt es keinen Kontrakt. Es gibt auch kein Element für eine Aktion frauduleuse. Mit dem Grundsatz, in dubio pro reo, am Zweifel für die Ugekloten, hat der Verkäuferin Hoffeld en Donnerstag den Mai in der Freispruch für hier 3 Klienten ugefragt. Der Maître François Prüm, von den Advokaten an der Partie Civile, sagte, Jean Schleich hat sich bis 2011 richtig behalten. Dono wäre hindurch ein Tour de Passe Magique Aktionär gehen. Allein der Jean Schleich hat es nicht gemäht. Seine 2 Jungen hätten ihm dabei geholfen. Der Maître Prüm schwätzt von Verrat. Es gibt kein einzigen Indiz, die Beweise gibt, dass die Aktien dem Jean Schleich gehören. Also wie ich gestern schon an der Sitzung gesagt habe, dass der Leute wirklich leider ein ganz doloröser Prozess auch für die Logen. Ihr wisst, bei den Logen also so, als ob Solidarität Kinder ganz stark und Kinder Vertrauen und dann hat eine von den Brüdern, die während Jahrzehnten dabei waren, die Familien, an denen die Konfidenz gestaltet und die Sache gut
an ordentlich gefeiert huet am Interesse vun de Logen a vun Objektive vun de Logen an dat dann natürlich anderem grad an dem Kontext wie Konferenz so groß geschrieben get wirklich an dat Licht gefeiert get dat deet extrem wéi. Ich vun eng verrot geschwert effektiv, so wie ich gestern schon gesot an der Sitzung, dat war ein bisschen symbolische Charakter. Mir hat den Leiter an der Logenhai en Judas ënnerdeis, den als verroden huet, mat der Nuance par rapport zu dem Judas, den all bekannt ass, hat den Hai eben auch nach zwei Komplizen oder Meister Co-Auteuren, die ihm geholfen vun fir sich die Aktien, ob nie dat rechte derweis ënner den Null zu haben. Ich meine, der Prokureur hat ganz gut burchthaden net vun enger Possession paisible geschwert vun der Stiftung am Liechtenstein iwwer 30 Joch. Do waren die Aktien hammerlech, die vu 4 Brider, diese an der Liechtenstein burchte 1990, die sind geriert gin o Benefis vun de Logen an wären auch nëmmen Logebrider an dem Conseil vun der SASEC. Dat heißt, dass die Possession paisible iwwer die Joren schmengen, wo all mensch mat d'accord as an den Herr Jean Schleich mis selber aus die fir te soen, die Ausschlag geben das fir so wem seg Aktien sinn. An man das ganz klar de Logen hier Aktien an dofir sind auch ganz konfient, dat man die werden zougesprach gehen, iwwer Konfiskationun an Restitution an dem Motiv an der 15. Juli soll da goen. Für den Verkot André Luche war der Jean Schleich nie proprietär von der SASEC-Aktien. Hier schwärzt von einem Hold-up du Liechtenstein. Zitat: Jean Schleich a volé dans les archives des loges. Der Jean Schleich hat dann BMO décidéiert, die Aktien mit humanitär Zwecker zu beeinflussen. Mais c'est un Verkot als eine superbe crapulerie. Il n'a jamais été question de l'humanitaire dans cette société. Ja, ich fand dat am Anfang ein ganz normaler, nur gepasste Strof, die du gefragt ging hast, für den absoluten Betrug, den man da Opfer gesehen, notamment, dass ein Abus von der Confiance von den Logen, den Sehensgleichen sicher geht. Die waren an einer Stiftung am Liechtenstein und die Beneficiäre waren die Logen. Da haben wir das alles gesagt. Und das von 1990 an, wie der Prosper Schröder, den am Anfang à l'origine war von der Stiftung, wie der gestorben ist, 2010, da ist der Jean Schleich an der Liechtenstein gegangen und die Stiftungen widerruf an sich Aktien wieder rechtlich ugeegent. Die Jungstiftung, die ist abgelöst ging, das Widerruf geschieht. Muss ich wissen, dass ein Domiziliatär, den da an Liechtenstein Werk war, dass für den eine ganz kleine Stiftung war. Es war nie gesagt, wie was drauf wird. Es war nie gesagt, dass da Terrain dran gewirrscht waren à l'origine, wo an der SASEC, wo dann de ganze Geestknäppchen drauf gebaut ging, das war eben noch den enormen Wert durchstellt, den lo mittlerweile an der SASEC, an der Gesellschaft dran ist. Wann Gericht der Requisitoire vom Parquet verlegt, an ich ging mengen dagegen das machen. Ich meine, ich hatte sogar keinen Zweifel darin. Aber ja, da mussten sie als Aktien rumgehen. Sonst wären sie sicher nicht konsequent. Das ist ja das, was ich gefragt habe. Konfiskation muss ja obligatorisch kommen und da muss man es rumkriegen, weil wir sollen sie das auskriegen. Wir sind Beneficiäre, Begünstigte. Wir stehen dran an der Stiftung und wir sind zu gut. Voilà. Wie könnte Jean Schleich und die Aktien? Wir wissen nicht viel. Es gibt keinen Sinn, sagt der Vertreter vom Parquet. Außer da wäre Money aus Amerika. Das Ganze wäre konfus. Für den Parquet als klar. Der Jean Schleich hat Aktien an den Grab gedreht gekriegt, den Ernen hat nicht gewusst, dass es sich um einen Betrag von über 10 Millionen Euro handelt. Eine Relation zwischen den Logebrüdern und der SASEC hat bestanden. Hier betont aber noch ein Kehr, es gibt keinen Beweis, dass Aktien aus der Jungstiftung dem Jean Schleich gehören. Der Vertreter vom Parquet fragt für den Jean Schleich eine Strafe von 36 Monaten Prison mit integralem Sursis. So wie jeweils 18 Monaten Prison mit integralen Sursis für seine 2 Jungen. Allen 3 sollen jeweils ein Geldstrafe bezahlen. Der Parquet fragt konfiszieren von den 689 Aktien. Die Geklagten sagten, sie wären extrem schockiert. Sie hatten Gefühl, dass Zeichen immer verdrehen gehen, für eine Story zusammenzubauen. Sie hätten sich für ihre Pap angesagt, nicht für sich zu bereichern. Durch den wird der 15. Juli gesprochen.